Onse Jeschicht von George Rempel. Onze Geschichte handelt hauptsächlich von den Oldkolonien Mennoniten, wordt an 1922 bis 1927 von Kanada nach Mexiko wanderden. De schrijver van de Geschichte ist George Rempel. Hij is in Mexiko geboren en opgewassen. Seit 1990 sind hij in zijn Frühwohnhaft in Manitoba, von wo uit hij deze Geschichte uitstudeert, topstelt, op een MP3 computerprogramm ablesen dat, en ook nu uitgeeft durch die Mennonitische Post. Mocht onze Geschichte ons alle zum Segen dienen. Dit is de bereik Radio CHPD, de Plotische radiostation in Elmer, Ontario. Ik zie Hein Rampel en ik wens je een goede aanvang. Onse Jeschicht Nummer 3. Guten Abend. Wir sehen uns letztes Mal, dass wir uns diesmal noch mehr von unseren Vätern ihre Erfahrungen in Russland vertalen wollen und dass wir damit anfangen wollen, was auf die oude Kolonie an 1843 passiert, als ihre Lehrerschule noch mal ein Jahr existiert hat. En dat weer dit. Johann Karnis, de Eberschuld van de Molotsna-Kolonie, kreeg den Opdracht en de volmacht van de Russische regering, de scholen op de oude kolonie in zijn zware hand te nemen en schoolreform durch te vieren. En Karnis neemt de ooms op de oude kolonie, schoolwezen sozusagen ganz uit ihre Hang, en verbetert ihre Schulen auf seinem Weg. De ooms en viele Familienvaders können sich sehr schwer dazu schicken. Aber da wir nicht, was sie damit tun können, wenn Karnis, dem die russische Regierung die Vollmacht dazu gibt, erst einmal so eine Entscheidung gemerkt hat. Das wird der Anfang von großem Regierungseinfluss in unsere Väter ihre Schulen oder in unsere Väter ihrem Schulwesen auf der oude Kolonie in Russland. Karnis seine Schulreform oder Karnis sein Schulreformplan wir an und für sich zum größten Teil nicht schlecht. In der Oldkolonisten ihr Schulwesen fehlt sehr neidig zu verbessern. Aber weil Karnis seinen Plan ganz ohne die Ooms am Rot zu nehmen, ab seinem strengen Ort und Wies durchführt, kann sich die Oldkolonie ihre Schulverbesserung nicht auf einen gesunden Weg entwickeln. Die Oldkolonisten mussten sich von da an gedwungenerweise entweder auf Karnis seine Seite stellen oder auf die Ooms ihre Seite. Und viele Kolonisten, besonders viele von ihren Ooms, haben Karnis von da an nicht mehr gerechnet. Ob die Oldkolonie ihre erste Tochterkolonie, die Beichtholkolonie, die nach vor Karnis seine Schulreform an 1836 gegründet worden war, da wir Karnis seine Schulreform bis 1870 noch nicht durchgeführt worden. Starker Ältester Gerhard Wieb hat dort bis da noch verbeten, dass Schulwesen nicht up muss und Karnis seine Schulreform kommen. Aber der Regierungseinfluss wird an den Mennoniten ihre Schulen immer noch stärker. Und an 1870 plante die russische Regierung, alle Schulen im Land ganz und gar unter ihre Kontrolle zu bringen. Und auch alle junge Männer im Land militärpflichtig zu machen. Als unsere Väter das erfuhren, auf der oude Kolonie, auf der Beichtholkolonie, auf der Fürstenlandkolonie und auf viele andere Kolonien, dann fehlten sie alle
von ihrer Regierung sehr bedrohen. In de Beichtholer, ihr ältester Gerhard Wieb, wist nu ganz sicher, dass sie eigen oude Schulwesen nu ook nicht mehr würden holen können. Unsere Väter schickten eine Delegation nach Moskau, um mit der Regierung darüber zu reden und darum zu beten, dass sie ihr Versprechen doch holen sollen und dann noch wieder sollen die Religionsfreiheit, Schulfreiheit und Militärfreiheit holen lassen. Aber als das doch klar wird, dass die Regierung dort nicht willig wird zu tun, dann werden die Beichtholer sich einig, dass sie nur ein anderes Land sehen wollen, wo man an noch weiter wird Siedlungsland, Schulfreiheit und Militärfreiheit geben und dann als ganze Kolonie dahin auszuwandern. Die Fürstenlandkolonie wir nur dem Anfang von Schulreform von der oude Kolonie uit angesiedelt worden und da wurden die Schulen kreuz so gerannt als ab der oude Kolonie. Das verplattdeutschte Alphabet wird nicht mehr gebraucht. Ihre Schullehrer mussten so sein, die an der oude Kolonie ihre Lehrerschule als Lehrer vorbereitet worden wären. Und die französische Solenwiesen wurden da auch gebraucht zum Singen lehren. Heinrich Franz, einer von der oude Kolonie ihrer Lehrer an ihrer Lehrerschule, hat ein feierständiges Solenwiesenbuch mit einer Wies für jeder Leid am oude Gesangbuch gemerkt. Und diese Wiesen wurden an der Lehrerschule gebraucht und auch an der Dorfschule. Von diesem Solenwiesenbuch vertelt wie Lothar nochmal mehr. De Fürstenländer, ihr ältester Johann Wieb, der Vater war und ältesten Gerhard Wieb auf der Beichtholer ihrer Kolonie, die feil so, als wenn ihre Kolonie, die noch nicht einmal 10 Jahre alt war, noch zu arm wird zum Uitwandern können. So vertelt ältester Isaac Dick mir dort mal, persönlich. Aber dann, sieht ältester Dick, passiert wird auf der Fürstenlandkolonie, dort mir auch ältester Johann Wieb seine Meinung ändern, über dem noch zu arm sein und zum Uitwandern. Und was das wir, dort auf der Fürstenlandkolonie passiert wir, vertelt Isaac Dick mir mal umständlich ungefähr so als das. Er sieht, ob die junge Tochterkolonie, die von der oude Kolonie ausgegründet und angesiedelt worden wäre, in Fürstenlandkolonie genannt wird, da saß auch mein Vater auf der Schulbänken, wo die verbotene Frucht, die Karte Wiesen und die höhere Utsprüche an einem Ast was. Und dort, sieht Isaac, betrieb mich noch einmal, dass mein Vater da diese verbotene Frucht lehren musste. Und dann vertelde er mir wieder so. Er sieht, auf der Fürstenlandkolonie wäre das natürlich auch weiter so, als das auf Tochterkolonie in MS. Da wohnten sehr wenig oude Lied. Das wären meist alles junge Lied, die auf der Mutterkolonie, der oude Kolonie, nur die Schule gewohnt wären, wo sie auch all immer bloß die Karte Wiesen gesungen haben. Und selbstverständlich werden auch die Kirchensänger an die 2 Fürstenlandkirchen meist alles junge Männer. Und diese junge Kirchensänger versuchten ihren Ältesten, Johann Wieb, all immer weiter zu bereden, dass er an freigeben soll, die Karte Wiesen auch an ihre Kirchen zu singen. Aber der Älteste lässt sich da gar nicht zu bereden. Und dann sieht ältester Dick, mit einmal wären diese junge Sänger sich einig geworden, sie würden die Karte Wiesen anführen ohne die Freiheit von ihrem Ältesten. Das zu tun, hatten sie sich durch Weg viele junge Eltern bereit, dass sie an von den Kirchenbänken aus stark mithelfen würden, wenn sie Sonntag alle 3 Lieder auf der Karte Wies singen würden. Und er sieht, willst du mal wenig oude Lied wären, hatten die junge Lied mit ihrem starken Singen leicht gewonnen. Aber die paar oude Sänger, und die waren die oude Männer in der Kirche, hatten dann ihre Metzen genommen, wären aus der Kirche rausgegangen und wären von dem nächsten Sonntag an
nur die andere Kirche auf der Fürstenlandkolonie gefahren. Aber nur wenige Werken hatten die junge Kirchensänger dort durch so getan. Und dann wie älteste Johann Wieb, door war ganz und zwei in Rotlos gewesen. Er hat sich den Ältesten von der oude Kolonie lassen ankommen, ihm zu helfen und dort versuchen, träg zu arbeiten, dass sie an ihre Kirchen doch noch weiter können die lange Wiesen singen. Der Älteste von der oude Kolonie wir auch angekommen, hat viele junge Eltern auf der Fürstenlandkolonie besucht und mit an über diese Sache geredet. Aber dann wird der oude Kolonie Älteste zu der Fürstenländer ihren Donnerdagssitz gekommen und hat an dort gesagt, die jungen Eltern haben selbst in der Schule all immer bloß die Kartenwiesen gesungen. Und nu singen ihre Kinder auch bloß die Kartenwiesen in der Schule. Diese junge Familien wollen die lange Wiesen nicht mehr singen. Sie haben ihre Meinung darüber abgemerkt, dass sie die Kartenwiesen auch in der Kirche singen wollen. Und dann, seht Isaac, hat der Älteste von der oude Kolonie gesagt, wenn je dit noch versuchen wollen, träg zu arbeiten, dann wird das Wort sehr großes aufgeben. So großes, dass es dort nicht wert sein wird. Als der oude kolonische Älteste dit gesagt hat, seht Isaac, dann wir Älteste Wieb sehr in zwei gewesen. Dann hat er gesagt, wenn das nu wirklich all so weit ist, dass wir die Kontrolle auch an unsere Kirchen noch verlieren und die Kartenwiesen singen müssen, dann müssen wir auch uitwandern. Von dort an versuchten auch ungefähr die Hälfte von den Fürstenländerfamilien und die meiste von ihren Ooms oder Predjers reit zu worden zum Uitwandern. Das heißt, wenn die Beichtholer ihre geschickte Delegation in Amerika wird Siedlungsland in die gewünschte Religionsfreiheiten fingen. Ab der oude Kolonie hat sich die Lehrerschule über die Jahre all zu einer Fortbildungsschule entwickelt, wo noch immer junge Männer als Schullehrer vorbereitet werden, wo aber auch anders junge Menschen höhere Bildung kriegen, die nicht Schullehrer werden wollen. Viele Eltern wären voll und ganz dafür, dass all ihre Kinder gute Schulbildung haben sollen. Viele von diesen Eltern und ihre Ooms sagen scheinbar keine Gefahr daran, wenn die Regierung ihre Schulen ganz unter ihre Kontrolle bringen will. Und dabei wollen die Ooms von der oude Kolonie nicht uitwandern. Aber viele von unseren Eltern auf der oude Kolonie sagen die Gefahr von immer noch größerem Regierungseinfluss in ihrem ganzen Schulwesen, wenn sie auch ganz für gute Schulbildung für ihre Kinder einstunden. So eine Eltern planten auch an Uitwandern. Aber diese wollen, wenn dort in Kanada wirklich gewünschte Freiheiten geben wird, durch ein Uitwandern, um dort mit Schulverbesserung weiterzuarbeiten, aber ohne die Regierung ihren weltlichen Einfluss. Aber auf der oude Kolonie wären auch noch immer viel so eine Eltern, die da viel lieber noch immer wollen trägwohnen nur ihrem oude Schulwesen, die noch durch nicht höhere Bildung für ihre Kinder haben wollen. Und so eine Familien mögen sich auch bereit uitzuwandern und versprechen sich, unter die Fürstenländer ihrem Ältesten Johann Wieb seine Leitung noch weiter ihr oude Schulwesen zurückzukriegen. Wir können uns noch viel mehr vertellen von unseren Vätern, ihre Geschichten und Erfahrungen auf der oude Kolonie, der Beichtholkolonie und auf der Fürstenlandkolonie in Russland. Aber wir wollen mit unseren Geschichten so bosig als möglich bei Kanada kommen. Und vielleicht haben wir auch vorerst genug vertelt von unseren Vätern ihrer Lehre in Russland, zum Lothar besser verstehen, was an Manitoba dreif und wo sich ihre Geschichte in Kanada entwickelt. Die oude Kolonie Ost am Mennonitengeschichtbaum spult nu in zwei Hälften, als unsere Väter ihre Hälfte in den 1870er Jahren Russland verlaten und Manitoba trok, und die andere Hälfte von diesem Ost in Russland wohnen bleef.
Also vertellen wir uns von hier an Geschichten von unserer Hälfte vom Okolnischen Ost am großen mennonitischen Geschichtsbaum. Unsere Zeit ist weiter aufgerannt. Wir müssen hier von der weiter aufbrechen. Nächstes Mal fangen wir an zu vertellen von was unsere Voreltern nach Manitoba bracht und wo sich ihre Geschichte hier entwickelt. Nachdem wir noch weiter ein bisschen über unsere Voreltern ihre Geschichte nachgedacht haben, wünsche ich euch alle eine gute Nacht. Ich, George Rempel.